Bei der Puppe schaut aus. Oh, muss ich aufpassen. Eine Messerstecherin. Eine Fachkraft. Hungrig? Durstig? Die Fackel meist nicht lang. Wenn man es kaufen kann, finden Sie es im Mick Ralphs. Was möchte sie? Halt Mormon fort. Aha. Erledigen Sie Ihre Einkäufe im Mick Ralphs. Befindet sie? Geradeaus. Das ist ein Wort. Old Las Vegas, Mormon, State Historic Park. Da ja. Hey Puppe! Hast du was vor? Wobei, für Davy, wie schaut die aus? Miss Russell. Howdy. Also Chefin, ein Date mit die Konsum. Ich bin schon eine Weile unterwegs. Derzeit arbeite ich als Söldnerin für die Anhänger. Aber das wird langsam langweilig. Abgesehen davon, dass man gelegentlich Versorgungslieferungen vor gierigen Schlägern beschützen muss, gibt es hier nicht viel zu tun. Der einzige Forscher, den ich mochte und mit dem man über Alkohol schwatzen konnte, wurde versetzt. Der Rest der Docks ist ziemlich verklemmt. Also Miss Russell, ich kenne einen guten Doktor. Ein Profi der Chirurgie. Der kann die wieder herrichten. Ich bin dabei, weil ich einen gut bezahlten Job suchte. Der Lohn ist zwar gut, aber abends darf ich nicht mal lässig einen zwitschern. Sie sorgen sich, dass die dreckigen Säufer in der Entgiftung einen Rückfall kriegen, wenn sie mich saufen sehen. Der Entzug ist doch eh eine Drehtür. Was sagt die dreckige Säufer? Ich sei verärgert. Wie das letzte Loch. Ich bin lang genug dabei, um menschliche Verhaltensmuster beobachtet zu haben. Körperliche und geistige Qualen sind besonders spannend zu erkunden. Körperliche Qualen. Ich glaube, da kennen Sie sich aus. Hey, es weiß doch jeder ein gelegentliches Kneifen und Quietschen zu schätzen, oder? Für die Garrett zu arbeiten. Dieses Schwein McCaffrey arbeitet doch schon für Sie. Brauchen die noch eine Wache? Ich habe schon den einen oder anderen Touri-Idioten durch Freeside eskortiert. Nicht viel Ärger für ordentliches Geld. Ich fahr auf Leder und Messer im Stiefel ab. Bin noch dazu ein Ghoul. Was für ein schräger Vogel steht denn auf sowas? Schräge Vögel, die auf Bullenpeitschen und Nekrose stehen, was? Klingt gar nicht so übel. Was denke ich da nur? Ich bin keine Hure. Und ich werde meinen Arsch sicher nicht an so einen kleinkrämerischen Gauner verkaufen. Also, Bum, wo ist denn der Plan? Darf man es auf den Strich schicken oder was? Die nächste große Nummer im Wrangler. Pass auf, die überzeugen wir. Die haben schon eine ganz ordentliche Auswahl. Die holst du schon her, oder? Im Wrangler. Wenn ich mir meine Kunden aussuchen und etwas ruppig mit ihnen sein darf und einen fairen Anteil und einen Nachlass kriege, dann könnte das hinhauen. Sagen Sie den Garretts, dass ich mal vorbeikomme, um über die Bedingungen zu reden. Ein netter Ghoul-Cowboy, Hammer. Leg das. Ja, Für geile Nummern und Schnaps jeden Tag geht es schon mal. Guten Morgen. Wachposten. Und, sie schaut. Gehst mit? Einig, oder? Bei der wäre Ronzing bitter. Ja, Frau Doktorin. Ich weiß zu schätzen, was Sie bisher für uns getan haben. Sie schätze faule rumsitzen. Doktor, was hast denn du? Der wie du eine?
Hallo? Schön macht die immer. Hallo? Oh Gott. Geh lieber. Ich darf mich noch heiraten möchte. Ja gut, ich hab mich so, wir sind da fertig. Der Roy, wann ist das? Altersheim. Was ist denn? Sehen Sie nicht, dass ich und meine Begleitung allein sein wollen? Der King. Oh, das ist natürlich was anderes. Wie kann ich helfen? Ich tue alles, um es diesen Schweinen heimzuzahlen. Nun, es geschah bei Nacht. Um 11 rum. Wir hatten gerade mit etwas Altmetall ein paar Kronkorken verdient und wollten sie sinnvoll investieren. Als wir aus dem Wrangler kamen, sind wir wohl falsch abgebogen und auf der Landbesetzerseite der Stadt gelandet. Aus dem Nichts tauchten diese Riesenkerle auf und brüllten uns ein paar Fragen entgegen. Wollten wissen, ob wir Einheimische wären. Der Junge da ist so stolz drauf, ein Einheimischer zu sein, wie man es nur sein kann. Also hat er zurückgebrüllt und plötzlich war die Hölle los. Leider hat der Knabe wohl auch am meisten eingesteckt. Das waren große Kerle, auch noch ziemlich jung, keine alten Säcke wie ich. Zum Teufel, die sahen ja nicht mal halb so alt aus wie ich. Den Großteil der Zeit hatte ich mein Gesicht im Dreck und habe um mein Leben gebetet, als es passierte. Aber einen kurzen Blick habe ich riskiert. Hoffentlich finden Sie die Schweine, die das waren. Wenn Sie wollen, fragen Sie doch mal meinen Kumpel Wayne da drüben. Er hat mehr gesehen als ich. Ist schon in Ordnung, Wayne interessiert. Der King schickt Wer ist der Sie. Wayne? Guten Ja, der Morgen. Kasperl? Stimmt das? Schickt sie wirklich der King? Nein, der Heilige Geist. Ich weiß wirklich nicht, was ich noch sagen kann. Es war eine Gruppe Leute, besser angezogen als die meisten Freesider, schätze ich. Hilft das? Was? Nein, ich dachte, Sie wären hier, um zu helfen und jetzt machen Sie Anschuldigungen. Hey, Moment, mir ist gerade was eingefallen. Ich glaube, ich habe gehört, wie einer den anderen beim Namen gerufen hat. Wir waren kurz vor dem Aus, da sagte einer von ihnen, hey Lou, wir müssen gehen. Ich glaube, er sagte Lou, könnte aber auch was anderes gewesen sein. Wenn ich genauer nachdenke, sagte er Lou irgendwas, was mit T, Tennant. So nannte er ihn, Lieutenant. Er hat wahrscheinlich Lieutenant gesagt, Wayne. Der Junge meint es gut, ist aber manchmal dümmer als ein Mutant. Also Roy, hau mal ober. Hilft ab und zu. So, jetzt habe ich meinen positiven Ruf wieder verloren. Zwecks den Deppen. Guten Morgen. Und da, ein Scheißhaus. Eine Knochensäge, die Katapulten. Wenn ich amputiert und mit der Knarre. Abschneiden haben wir nix. Der moderne Arzt, Katapulten. Kugeln brauche ich. Pinienkerne. Da hat ein Messerski. Die sind doch verboten, oder? Nicht, dass er einen absticht. So, dann galoppiere ich jetzt. Den King Bericht erstatten, das ist auch noch. James Garrett. Ja, besser auf der King, der war doch gleich im Sieg. Hätte ich gemeint. Wo muss ich noch? Hätte ich gemeint, der schluckt eine Atombombe mal. Wenn man es kaufen kann, finden Sie es im Mick and Maul. Ralph. The Kings. Das ist aber richtig. Die Endzeit Rock'n'Roller.
Geht der Bob mal unten? Jawohl. Er markiert den Elbe-Schü. Haben Sie noch etwas herausgefunden? Oder wollten Sie nur plaudern? Ein Haufen Soldaten, was? Sie kommen meist nicht in die Gegend, da ihre dicke Basis auf der anderen Seite des Strips liegt. Wenn Sie jetzt hierher kommen, dann hat es einen Grund. Ich gebe sonst nichts auf die Gerüchte, dass Sie Vegas übernehmen wollen, aber jetzt... Wenn was Großes passiert, dann gibt es sicher Gerüchte. Fragen Sie mal herum. Insbesondere in den Gebieten der Landbesetzer, wo die RNK herumhängt. Sie könnten auch zum Mormon Fort latschen und mit Julie Farkas reden. Die Anhänger kennen sich meist ganz gut mit solchen Sachen aus. Fragen Sie sie nur nicht, was man tun kann. Sie wird Ihnen wahrscheinlich nur raten, irgendetwas oder irgendjemanden fest in den Arm zu nehmen. Und, Mr. King? Kohle? Geht er noch weiter? Ja, der will zurück in das Depperte vor, bei Bedarf. Der Wrangler. Da gehen wir auch noch Kommen Sie mit. ins Silver Rush, wenn Ihnen der Sinn nach einer Energiewaffe Silver steht. Rush, kann vergessen. Ein Dreckslohn. Die Leute Francine, werden langsam wo ist der nervös, James? weil die Legion am anderen Flussufer aufmarscht. Ja, Quatsch nicht. Verkaufst du was? Nein. Außer Schnaps? Gibt bei dir nichts. Ja. Mr. James Garrett. Ja, man schießt zumindest rum, gell? Jamie, pennst du um die Zeit? Gehen Sie lieber weiter. Warum wollt ihr brunzen? Warte mal. Hey Kumpel, willkommen zurück. Kaum zu glauben. Wie heißt er und wann kann er anfangen? Eine Sie, hm? Nun, dann kann der Kunde in diesem Fall wohl nicht alles haben, was er will. Ach, wer weiß. Vielleicht bemerkt er den Unterschied nicht einmal. Bei der kreideligen Hen bestimmt nicht. Am besten fangen Sie bei Ralph von Mick and Ralphs an. Drüben auf der Ostseite von Freeside. Ansonsten weiß ich so viel, beziehungsweise wenig wie Sie. Ja. Einen Sexbot, den baue ich selber. Den kriegen wir schon hin. Haben Sie die neuen Security Ja, Miss Rattle, bist du schon da? Für Davy. Da geh ich gleich. Bei dem Anblick von durch sie ab. Freeside. Da drum. Schauen Sie im Atomic Wrangler vorbei, wo der Fuselbilliger die Glücksliebfreunde... Und das war der Weg? Bitte ernst? Mick and Rolfs. Die trifft sich ganz gut. Die haben bestimmt ein Geld. Und ein Rock'n'Roller. Der Tepper. Tornado. Die Pumpe ist Eigentum des Kings. Sie Was müssen ist das? zahlen, wenn Sie trinken wollen. Mit der Waschen haben. Der King kontrolliert die Wasserpumpe. Wenn Sie Wasser wollen, müssen Sie zahlen, wie alle anderen auch. Wenn jeder machen könnte, was er wollte, würde die RNK uns abschalten. Die Nutzung muss irgendwie geregelt werden. Tschüss. Alter, ich verseiht die Suppen Gottes selber saufen. Mick and Rolfs.
Wo muss ich da hin? Da drüben? Oh Gott. Wir haben Sachen, die man nicht mehr verkaufen darf, Leute. Nur bei Mick and Ralphs. Was machst du da? Mick and Ralphs. Hallo, wie geht Wo es wollen Ihnen die's? heute? Erledigen Sie Ihre Einkäufe im Mick and... Da bin ich da wieder. Erledigen Sie Ihre Einkäufe im Mick and Ralphs. Ja und? Wo war der Dreckslohn? So bin ich mal vorbeigekommen, gell? Mick and Ralphs. Hör mal, die was, oder? Sie müssen bei Hause einen Stein im Brett haben, wenn Sie ins Lucky 38 dürfen. Da sind wir Dixon. Herr Messerstecher. Hey, helfen Sie nicht den Leuten hier in der Gegend? Der King meint, dass Sie so weitermachen sollen und ich Ihnen das hier geben soll. Junkfood. Mehr nicht, oder was? Sag ein King, dass er Depp ist. Also ein geiziger Hammi, ha? Mit der Mick, mit der Ralph. Einen Sektbot brauche ich. Hallo. Ich habe von ein paar Sachen gehört, die Sie in der Gegend machen. Schön, dass mal jemand etwas verändert. Nachlass. Sie sind nicht der erste Schlaumeier, der hier reinkommt und das behauptet. Bei uns gibt es keine Nachlässe. Klingt, als ob man sie reingelegt hätte. Ich würde mir von Santiago mein Geld zurückholen. Rabatte gibt's keine. Aber, warte mal. Riskieren Sie mal einen Blick. 4000, für oder nicht? Der rote Schein. Fahrt 8000. Dynamite. Ein Katana, brauche ich nicht. Der kleine Davy. 12,7. Schauen Sie bald. Also hört nix. Wo soll noch runter? Sie spielen den Schuldeneintreiber für die Garretts, was? Irgendwer muss ja die Drecksarbeit machen. Eben. Ein Beil wie, der muss auch von was leben. Haben Sie einen Maschinenfetisch oder sowas? Tja, der einzige Ort in der Nähe, der mir einfallen würde, wäre Cerulean Robotics. Aber der ist schon seit Jahren von Ungeziefer überrannt. Wenn Sie mal vorbeischauen wollen, dann gehen Sie zur Westseite von Freeside. Der Eingang ist auf der Rückseite des Gebäudes. Aber passen Sie auf Schläger auf. Die Ratten da sind nicht das einzige Ungeziefer, um das man sich Sorgen machen muss. Ich kenne zwar keines, aber wenn Sie mir ein paar Tage und einige Kronkorken geben, könnte ich sowas wahrscheinlich auf meinem Terminal herstellen. Ein Terminal. 1000 Kronkorken. Geht es mit 50? Na gut, Jawohl. kommen Sie in ein paar Tagen vorbei, dann sollte ich was für Sie haben. König Quastelbart Condis. Noch nicht. Ja gut, das schnell ist er nicht. Kommen Sie. Schau schon wieder Mick. Er holt ihm sein Oschi. Der Perversling. Wer weiß, was die so treiben? Die Faulfresse. Der Name ist Programm. Hey, Kumpel. Hast du mal einen Kronkorken? Kriegst doch was dafür. Ich krieg was.
Oh, das ist ein Brüller. Du bist echt nicht mein Typ. Nein, ich kann dir gern einen Tipp geben. Mir quasi mein Geld richtig verdienen. Du scheinst hier neu zu sein. Ich weiß jede Menge Kram, der nützlich sein könnte. Und wenn nicht, kostet so ein Tipp von mir ja nur einen Kronkorken. Also, was meinst du? Wo ist Simon? Gar nix. Ich verstehe. Schönen Tag noch. Einer wie jeder verhandelt nicht. So, der Plan war, einen Sexrobot rekrutieren. Da hinten. Hallo. Einheimischer. Ein Eingeborener. Ja, bitte, wir haben die Kosten. Irgendwas mit Robotics. Da gibt es den Sex-Terminator. Da drin? Nein. Aber es geht doch, warte mal. Das ist der Plan. Oder muss ich außen rundum? Ich meine, ich will den besser. Wenn es geht hat. Was sagt er? Eine Mission abgeschlossen.